Beitrag, der mich natürlich auch freut und den ich vorhin angesagt habe. Kyudo, ich habe das extra gelernt. Ich glaube, ich habe es hoffentlich jetzt richtig ausgesprochen. Das ist die Niedersachsenmeisterschaft in Wardenburg und Veranstalter war der Verein Kyudo-Gruppe Wardenburg E.V. Das ist ja nur klar, dass das dahinter stehen muss. Ich begrüße hierzu ganz herzlich den Übungsleiter Dr. Norbert Kleinefeld. Hallo. Hallo. Schön, dass Sie hier sind, denn ohne Sie könnte ich das alles gar nicht erklären, was jetzt hier zu Kyudo zu erklären ist. Und wir haben natürlich auch einen Filmbeitrag, den sehen Sie gleich. Jochen Reckemeyer und ich waren extra in Badenburg, das war ja jetzt erst letzten Samstag. Aber bevor wir damit anfangen, möchten wir doch mal ein bisschen was dazu sagen. Dazu gehört ja, ich hätte beinahe gesagt, Pfeil und Bogen. Am besten Sie nehmen den mal, den haben Sie ja dahingestellt. Genau. Und das ist das Sportgerät, womit man Kyudo macht. Nun kennt man das alles von den Schützenvereinen, die haben auch solche Bogen. Aber hier vielleicht erklären Sie mal was zu dem Bogen. Ja, ganz kurz zum Bogen. Er ist asymmetrisch, man sieht das. Der untere Schenkel ist kürzer als der obere. Das ist also eine traditionelle Vorgabe aus Japan. Der Bogen selbst kommt auch aus Japan. Es ist also eine alte Waffe, wenn man so will, die also auch von den Samurais in den früheren Zeiten benutzt wurde. Heute wird sie eben für den Weg des Bogens benutzt. Das ist die Übersetzung von Kyudo. Und es geht darum, mit diesem Bogen, den Pfeilen und dem noch dazugehörigen Handschuh eine vorgegebene Bewegungsform in der Halle perfekt auszuführen. Perfekt ausgedrückt. Und damit wir es dann noch besser begreifen, und dann unterhalten wir uns noch mehr, was Kyudo eigentlich ist. Ist ja nicht nur der Bogen, es gehört ja wahnsinnig viel dazu. Ich war in der Halle und wie ich kam rein, es war alles ruhig. Und das ist ja was für mich. Aber wir schauen uns das mal an, damit Sie das einfach mal miterleben können. Und jetzt bitte den Beitrag. Ja, hier sind wir in der Halle, in der Everkamp-Halle, so heißt sie, glaube ich, in Wardenburg. Und ich hatte es gesagt, damit fange ich an, es war wirklich so ruhig, wie man das hier sieht. Ich hatte es erst als beklemmend empfunden, aber es ist, glaube ich, wichtig, diese Ruhe. Also die Konzentration beim Schießen ist sehr wichtig. Man muss also diese eben schon genannte Bewegungsabfolge sehr genau vorführen und durch die Bewegung selbst wird der Schütze und die Schützin auch ruhig. Wir sehen jetzt hier Ausschnitte kurz vorm Auslösen. Der Schütze verharrt nach dem Auslösen noch 2-3 Sekunden und der Pfeil hat dann seinen Weg zum Ziel genommen. Wir sehen hier verschiedene Schützen, die hintereinander stehen und knien. Es ist so, dass 2 Mannschaften, 3 Personen, jetzt gleichzeitig ihre Pfeile abschießen. Und insgesamt werden dann die erreichten Treffer addiert. Ja. Und daraus ergibt sich dann sowohl die beste Mannschaft als auch der beste Einzelschütze. Das Ganze geht über 5 Runden. Das heißt, jede Mannschaft hat maximal nicht noch 60 Pfeile zu schießen und auch zu treffen. Am Ende wird dann addiert und wir sehen nachher auch nochmal den Tisch der Protokollanten, ja, die dann genau auch die Ergebnisse der jeweiligen Mannschaften aufschreiben. Herr Kleinefeld, das ist ja japanisches Bogenschießen. Richtig. Ist das deswegen auch diese Kleidung? Ich habe ja schon gesehen, wir werden es ja nachher nochmal in Großaufnahme sehen. Ist das Pflicht? Das ist Pflicht. Wir sehen hier, dass die Schützinnen und Schützen einen sogenannten schwarzen Hosenrock tragen, ja, und ein weißes Oberteil. Als drittes gibt es noch die weißen Tabis, das sind diese Strümpfe, die sieht man jetzt sehr schön bei der Ansage der Treffer, die wir jetzt gerade auch sehen. Und diese Kleidung ist letztendlich auch zurückzuführen auf Kleidungsstücke der Samurai. Das ist heute natürlich modern angepasst, aber die Samurai hatten früher im Prinzip auch diese entsprechenden Kleidungsstücke an. Das gilt übrigens auch für alle anderen Budo-Disziplinen, sei es Kendo, sei es Aikido oder andere. Und hier sehen wir gerade, wie der Wettkampfleiter 2 Mannschaften in den Wettkampf schickt. Wir sehen, wie die 3 Schützen dann jeweils vorgehen an die Schießposition. Man muss sich abknien als Schütze, dann werden die Pfeile entsprechend eingelegt
und dann hintereinander auf das Ziel, das in 28 Meter Entfernung 9 Zentimeter über den Boden aufgehängt ist und insgesamt einen Durchmesser von 36 Zentimeter hat, abgeschossen. Wie viele Mannschaften waren eigentlich da? Sind das Einzelkämpfer? Ich weiß gar nicht, ob man da Kämpfer sagt dazu. Oder sind das Mannschaften? Wie wird da gewertet? Wir haben insgesamt 10 Mannschaften gehabt. Die Zusammensetzung ist gemischt. Es sind Männer und Frauen. Es ist die Grundvoraussetzung, am Wettkampf teilzunehmen, dass man diese Bewegungsabfolge doch schon sehr genau beherrscht, und damit dort genau, Herr nichts passiert. Kleinefeld, das kann man so richtig jetzt sehen. Ich glaube, wir sollten das wirklich mal beobachten, wie hier Konzentration eine Rolle spielt. Richtig. Hat man eigentlich Zeit, bis man losschießt, oder muss das auch in einer bestimmten Zeit passieren, dass wenn man praktisch sich dahin kniet und schießen will, muss man innerhalb von 3 Sekunden schießen, oder ist da keine Regelung drin? Es gibt kein offizielles Zeitlimit, es gibt nur eine Vorgabe, dass die Schützen hintereinander schießen. Das heißt, es beginnt der Erste in dieser Dreiermannschaft, dann schießt der Zweite, dann der Dritte. Dann wechselt das Ganze wieder. Jeder Schütze hat insgesamt 4 Pfeile pro Durchgang. Ja. Und es gibt nur die Regel, dass man seinen Vordermann, seine Vorderfrau nicht überholen darf. Das ist das Entscheidende dabei, weil sonst werden mögliche Treffer nicht gewertet. Also hier sieht man zum Beispiel auch, ich weiß das bei den Schützen, beim normalen Bogenschießen hier in Deutschland, ich sage das jetzt mal so, da hat man ja eine Auflage. Hier wird praktisch freihändig geschossen. Richtig. Ich sagte es eingangs schon, der Bogen ist von der Form her traditionell überliefert. Es gibt keine Pfeilauflage, es gibt kein Visier, keine anderen technischen Hilfsmittel. Entscheidend ist, dass der Schütze an dieser Schießposition die genauen Griffe und Bewegungen auch präsentiert, damit der Pfeil auch seine richtige Richtung nimmt. Und diese Bewegungen sind vorgeschrieben. Jetzt, das muss unbedingt erklärt werden hier. Es ist ja ein Wettkampf und es werden die Treffer gewertet, wie ich es eben schon erläutert habe. Wir haben im Zielbereich auf beiden Seiten Helfer, die natürlich geschützt sind. Ja. Sie signalisieren den Protokollanten hinten, ob der Pfeil, der gerade abgeschossen worden ist, das Ziel getroffen hat, so wie in diesem Falle. Man hört es sogar auch am Ton. Ja. Und signalisieren dann mit einem Ziel, ob das ein Treffer war oder nicht. Aber wenn ich das richtig da gesehen habe, ich habe mich ja mit Leuten da unterhalten, ist es nicht unbedingt erforderlich, so in die Mitte zu treffen. Man muss nur die Scheibe treffen. Das ist richtig. Aber die 36 Zentimeter Scheibe zu treffen, ist auch schon sehr schwierig und erfordert natürlich langes Training. Ja. Von daher gibt es da keine Ringe wie beim westlichen Schießen. Wir sehen gerade die im letzten Jahr amtierende Meisterin Bettina aus Hannover. Sie gehört zur siegreichen Mannschaft, die dieses Jahr auch wiederum den Wanderpokal gewonnen hat, und sehen, dass gerade in Zeitlupe was passiert. Oh, ich kriege richtig Gänsehaut. Aber es war ja auch es kommt ja auch vom Kämpfen, ne? Richtig. In diesen Aufnahmen sehen wir jetzt gerade rechts den amtierenden Einzelmeister Jürgen Lüpping, der aus unseren Reihen kommt. Ja. Und unsere Mannschaft hat den Siegplatz um einen Pfeil verfehlt. Das heißt, wir mussten uns leider um einen Pfeil der siegreichen hannoverschen Mannschaft beugen. Aber immerhin, wir werden natürlich auch darum kämpfen, dass wir den Pokal wieder nach Baden-Beulen kommen. Was für Städte waren denn sonst noch da? Es waren Mannschaften aus Hannover, Hildesheim, Lüneburg, Osnabrück bei der Meisterschaft auch dabei. Das ist also ich glaube, sowas in Guido so näher gebracht, würde vielleicht jemand interessieren, da mal mitzumachen. Und da möchte ich Ihnen natürlich die Gelegenheit geben, zu sagen, an wen er sich da wenden kann. Ja. Also wir trainieren in Wardenburg, das ist ja in der Nähe von Oldenburg. Wir haben auch eine Webseite, die man besuchen kann. Ja. Das ist www.kyudo-wardenburg.de, die wird auch gerade eingeblendet. Super. Und wer Interesse hat, kann sich gerne an uns wenden. Wir werden dann Ihnen informieren, wann und wo denn die nächsten Trainingseinheiten stattfinden. Ja, und Sie machen das Ganze ja schon, ich habe gelesen, 25-jähriges Bestehen dieses Jahr noch weiter, nicht? Im Oldenburger Land. Richtig, ist das richtig? Genau. Wann ist das? Wir feiern am 14. Juni
diesen Jahres, unser 25-jähriges Jubiläum mit einer etwas besonderen Veranstaltung. Das wird auch alles dann auf den Webseiten zu finden sein. Wir werden ehemalige Schützinnen und Schützen einladen. Wir werden auch Besuch von unseren Bundestrainern aus Hamburg haben. Ein kleines Rahmenprogramm wird es geben mit Kendo-Vorführungen, mit japanischen Trommeln und so weiter, damit man einfach auch mal ein bisschen japanisches Feeling dann bekommt. Und wir werden natürlich auch Gelegenheit haben, entsprechend vorzuschießen. Sagen Sie mal, das ist so meine letzte Frage, das interessiert mich schon. Das ist also ja nicht eine so ganz normale, so eine Randsportart, würde ich schon sagen. Wie kommt man dazu? Und dann die zweite Frage gleich hinterher. Ich habe gehört, bevor einem das so richtig Spaß macht, dauert das 2 Jahre. Ist das richtig? Also ich selbst bin durch philosophische Studien zu diesem Thema gekommen. Ich habe also vor 28 Jahren mich mit östlicher Philosophie beschäftigt, bin dann auch zum Zen-Buddhismus vorgestoßen und dort gibt es dann auch Kombinationen mit Bewegungsabläufen. Das sind also diese Disziplinen wie Kyudo oder Kendo oder andere und das hat mich einfach fasziniert, eine vorgeschriebene Bewegungsabfolge perfekt zu erlernen und auch fortzuführen. Und das ist das hohe Ziel, was wir alle haben. Ja. Das gilt aber auch für die anderen Budo-Disziplinen. Ja. Und im Grunde ist es eigentlich von der Voraussetzung her überhaupt kein Problem. Wenn man Interesse hat, kann man das von, ich sage immer, 18 bis 85 machen. Wir haben im Verein auch alle entsprechenden Materialien da. Und alle Interessenten sind herzlich willkommen und können bei uns reinschnuppern. Aber es gehört sehr viel Geduld dazu. Das ist richtig. Oder man lernt sie dadurch, das ist ja auch was wert. Und Atmungstechnik, das habe ich also auch mitbekommen, gehört dazu, um diese Kraft aufzubringen, diese Bogen zu schießen. Also es geht hier nicht nur um Kraft beim japanischen Bogenschießen, sondern auch wirklich um Atmung, Konzentration und letztendlich alle diese Dinge, die aus den östlichen Philosophien auch uns überliefert worden sind. Herr Kleinefeld, das war sehr interessant, was Sie da gesagt haben und ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg. Wir haben unser Bestes dazu getan.